Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren FC Bayern Talk. Ja, diesmal zur Spielanalyse am 28. Bundesligaspieltag zu Hause gegen die TSG Hoffenheim. 1:1. Alto Bailey, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich könnte jetzt alles wiederholen, was ich in den letzten 3 Videos alles so gesagt habe. Da habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Es war ein super schwaches Spiel von unserer Mannschaft. Keinerlei Wille, keinerlei Lust da irgendwie zu sagen, wir möchten unbedingt deutscher Meister werden. Ich meine, ja, wir haben Glück gehabt, dass Dortmund am Ende 3:3 spielt in irgendeinem turbulenten Spiel. Aber ganz ehrlich, die Leistung, die wir in der Rückrunde zeigen, haben wir es einfach auch nicht verdient, deutscher Meister zu werden. Also das ist nur noch traurig. Wir haben zu Hause gespielt. Die Fans haben 110% gegeben. Hut ab für diese Leistung der Fans bei dieser Leistung der Mannschaft. Ja, das muss man mal ganz klar so sagen. Einfach nur enttäuschend. Super enttäuschend. Ich habe da kaum Worte für. Der beste Mann auf dem Feld war Cancelo. Und den wechsle ich dann noch 10 Minuten vor Abpfiff aus. Tuchel reiht sich ein in die komplette Saga von Julian Nagelsmann. Er macht genau dasselbe. Du hättest den Trainer gar nicht wechseln brauchen. Er lässt dieselben Spieler spielen, obwohl die keine Leistung bringen. Er wechselt dieselbe Scheiße ein und aus. Hättest du dir komplett schenken können. Ja, der einzige Unterschied ist, dass wir jetzt mit einer Viererkette spielen, nicht mehr mit einer Dreierkette und dadurch keine Tore mehr schießen. Das ist der einzige Unterschied aktuell. Er kriegt es auch nicht hin, die Spieler mal in Form zu bringen, da mal Struktur reinzubringen. Absolut gar nicht. Es ist dieselbe Scheiße in Grün. Habe ich absolut so nicht erwartet. Sag ich euch, wie es ist. Ja, ich bin einfach nur enttäuscht. Das trifft's am besten. Und wie gesagt, am idealsten wäre es, wenn wir dieses Jahr kein Meister werden. Ja, das muss man mal knallhart so sagen. Also, es muss jetzt ordentlich knallen in dem Verein und zwar auf allen Ebenen. Und das wird nicht passieren, wenn wir die Meisterschaft holen. Ja, dann wird das alles wieder schön geredet und dann wird es darauf abgewälzt, ja, dass wir ja keinen Neuner haben. Dann wird ein Neuner verpflichtet und dann wird die nächste Saison genauso eine Gruppensaison werden, wie diese Saison war. Das ist mal der kleine Ausblick, den ich aktuell so in der Emotion nach dem Spiel sehe. Kommen wir zum Spiel. Super schwache Hoffenheimer über 60 Minuten. Die hättest du 3-4 schon normal noch höher wegschießen müssen. Die waren absolut nicht zweikampfstark, haben fast jeden Ball, den sie gespielt haben, Fehlpass gespielt, haben nicht einen zweiten Ball bekommen und trotzdem haben wir es nicht hinbekommen, mal vernünftige Torchancen rauszuspielen, geschweige denn mal einen Spieler zu haben, der auch mal ein Tor schießen kann. Ja, der war nicht auf dem Feld. Der kam dann erst in der, lasst mich nachgucken, 70. Ich weiß es gar nicht. Nee, in der 60. kam er dann. Und in den ersten 10 Minuten, wo ein Taylor auf dem Platz war, war er schon gefährlicher wie alle offensiven Spieler, die vorher auf dem Platz waren. I don't know why. Habe ich ja auch schon gesagt, Thema Gnabry und so weiter. Wir gehen gleich mal die Spieler durch. Den Spaß machen wir uns heute mal noch. Wie gesagt, ich bin super enttäuscht. Das war die Einstellung war wie gegen Freiburg im Pokalspiel. Das war heute wieder so ein Spiel, so, ja, weiß ich nicht, komm, wir gucken mal. Wir spielen so mit 50%. Mittwoch ist ja Champions League, obwohl, machen wir uns nichts vor, Leute. Alle, die irgendwie in den Kommentaren geschrieben haben, sie haben noch Hoffnung oder sowas. Also wenn ihr heute immer noch Hoffnung habt, dann gute Nacht. Also das war heute ein Offenbarungseid seinesgleichen, wieder ein absolutes Armutszeugnis. Und heute kann man sich nicht hinstellen und sagen, wie gegen Freiburg, ja, Freiburg war aber so stark in der Verteidigung und hat so stark verteidigt. Hoffenheim hat einfach 2 Viererketten hinten reingestellt, aber die waren absolut nicht zweikampfstark, die waren absolut ja, die haben viel zu viel Fehlpässe gespielt, ja. Wir haben viele zweite Bälle gehabt. Das Einzige, was Hoffenheim gemacht hat, was uns den Zahn gezogen hat, wir wollten über Außen spielen und Außen standen immer 2 gegen 1. Und das war's. Ja, Müller wieder total kreativlos, komplett überfordert da in der Mitte. Hab ich wieder nicht verstanden, was der da auf dem Feld sucht. Dass man dann Musiala reinbringt, völlig richtig. Dass man dann Müller auf dem Feld lässt, völliger Schwachsinn.
Dadurch hat Musiala halb links wieder gespielt. Hat trotzdem noch gute Aktionen gehabt, war natürlich wieder völlig verschenkt. Tuchel macht dasselbe wie Nagelsmann. Er guckt so, wie kann ich am besten die Spieler nicht sauer machen? Habe ich so das Gefühl, ja. Ich habe vom Tuchel erwartet, dass er sagt, bam, 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 hier geht's nach Leistung und nee, hier geht's auch wieder. Gnabry hat heute 90 Minuten gespielt. Mit welcher Begründung durfte er überhaupt auflaufen heute? Leute, 1:1, völlig verdient. Natürlich nicht vom Spielverlauf her, ja, gar keine Frage. Hoffenheim hat nicht eine Torchance gehabt bis zu dem Freistoß. Dass der Freistoß gegeben wurde, war natürlich auch lächerlich. Normalerweise heißt es, wenn irgendwie Kopfverletzung da ist, muss das Spiel sofort unterbrochen werden. Pavard den Ellbogen ins Gesicht gekriegt an der Stelle. Nicht schlimm, nicht hart erwischt, aber er hat es ins Gesicht gekriegt. Der Schiri hat das Spiel weiterlaufen lassen. Dadurch sah Müller sich irgendwann gezwungen und ungeschickt, da genau am 16er hat das Foul gemacht. Sommer, das Tor hatte auf jeden Fall eine Mitschuld. Ich meine, wenn da zwei stehen, dass einer links schießen kann, einer rechts schießen, kann ich voll verstehen, dass man mittig steht im Tor. Wenn man sieht, dass der Spieler mit dem Linksfuß weggeht, der ihn links in die Ecke schießt, dass dann nur noch der Spieler steht, der in die andere Ecke schießt, und wenn ich weiß, dass mir 10 cm Körperlänge fehlen, dann muss ich halt mal die 10 cm vorher spekulieren und den Schritt rüber machen. So können wir es zusammenfassen. Wie gesagt, absolut traurig, dass wir nicht auf das zweite, dritte Tor gespielt haben. Wir haben weder Ringepitz mit Anfassen gespielt, wo wir das Tor gemacht haben. Und das ist, was ich der Mannschaft einfach ankreide. Ja, wir hätten heute hätten wir einfach nur mal ein bisschen Gas gegeben. Hoffenheim war super schlecht die ersten 60 Minuten. Hat Angst gehabt, stand Bimband hinten drinne. Und wir haben es einfach hintenrum gespielt, quer gespielt, super lahmarschig gespielt. Wir haben nicht einmal schnell gespielt. Die einzige schnelle Szene, an die ich mich erinnern kann, war zweite Halbzeit, wo der Tell das Ding verlängert hat, der Müller nochmal einen weiter. Leider stand dann da der Gnabry, warum auch immer er da noch auf dem Feld stand. Er war auch derjenige, der dreimal freigespielt wurde in der zweiten Halbzeit und es kläglich verfeuert hat. Wirklich kläglich. Ja, aus 7 Metern, 5 Meter übers Tor zu schießen, ist schon eine Kunst. Aber wie soll es auch klappen? Der Typ hat keine Form und hat keine Lust. Das zeigt er uns seit Wochen. Und bleibt dann heute 90 Minuten auf dem verfickten Feld. Alter, da hätte jeder andere, der da gestanden hätte wahrscheinlich einen von den 3 Möglichkeiten gemacht in der zweiten Halbzeit. I don't know, ich verstehe es nicht. Es regt mich auf, es frustet mich. Es macht gerade auch keinen Spaß, unsere Spiele anzuschauen. Das war heute ein Elend zuzugucken, ja. Punkt. Gehen wir in die Aufstellung rein. Ne, wir gehen in die Statistiken rein. Die sahen zwischenzeitlich natürlich hardcore aus mit 70% Ballbesitz. Das sollte sich jetzt noch wieder ein bisschen gedreht haben, denke ich. Gucken wir mal rein. Also 1:1. Ballbesitz 66-34, Abseitsstellung 1:1, Fouls 7-10, Zweikämpfe 43% haben wir nur zweite Kämpfe gewonnen. 56% Hoffenheim. Und jetzt nehmt mal die ersten 60 Minuten, wo Hoffenheim gefühlt keinen Zweikampf gewonnen hat. Wobei man fairerweise sagen muss, jeden Ball, den Gnabry verloren hat, wird wahrscheinlich als nicht gewonnener Zweikampf gewertet. Also Gnabry hat heute 0 Zweikämpfe gewonnen, meiner Meinung nach. Schüsse aufs Tor 8:1, Schüsse insgesamt 22:4. Sind wir ehrlich, die 8 Schüsse aufs Tor waren jetzt nicht irgendwie die Granaten. 22 Schüsse insgesamt ist ein absolutes Trugbild. Die Statistik, die hier steht, spiegelt das Spiel in keiner Weise wider. 13:4 Ecken. 13 Ecken, die alle gut außer einer Ecke ist das Tor entstanden. Ansonsten waren sie einfach super schwach wieder mal geschossen vom Kimmich. Cancelo war auf dem Platz, war der Spieler mit der besten Form. Kann super Flanken treten, darf er nicht. Ist verboten, darf nur Kimmich Ecken schießen bei uns. Flanken 18-15. I don't know, wo wir 18 Flanken gehabt haben. Ich weiß nicht, was hier als Flanke gewertet wird. Schüsse insgesamt 3 Gnabry. Die waren alle 3 kläglich, erbärmlich, unterirdisch schlecht. Wie gesagt, jeder andere Stürmer, der da gestanden hätte, ob es ein
Okay, vielleicht ein Sané mit der heutigen Form hätte er vielleicht auch keinen gemacht. Aber hätten wir wahrscheinlich wenigstens mal aufs Tor bekommen. Cancelo 1, Pavard 1, Torschussvorlagen, Coman 1, gewonnene Zweikämpfe, Müller 6, Cancelo 5, Pavard 5, Ballkontakte 109 Pavard, Opa 97, Kimmich 94. Gefault worden, können wir uns schenken. Damit können wir das eigentlich abarbeiten. Ich gehe in die Aufstellung rein. Die Aufstellung kennt ihr aber. Ich mache mich in groß, damit ihr euch meinen Ärger ein bisschen genauer angucken könnt. Sommer, Note 4 für mich. Wieder 1, 2 Bälle, grundlos einfach irgendwo hingepölt, völlig unbedrängt. Wie gesagt, den Freistoß kann man ein bisschen besser handeln. Ja, er war gut geschossen, jetzt aber auch nicht so gut, dass er unerreichbar war. Wir haben gesehen, er war ja dran, hatten an den Innenpfosten geklatscht. Da haben wieder, was weiß ich, 3-4 Zentimeter gefehlt. Die hätte man, habe ich gerade schon erklärt, ein bisschen spekulieren können, wenn der eine Schütze schon weggeht. Ja. Cancelo für mich Note 2, war für mich der beste Mann auf dem Feld. War der aktivste in der ersten Halbzeit, auch in der zweiten Halbzeit, wo er auf der 6 gespielt hat er mir richtig gut gefallen. Viel mehr Ballsicherheit auf der Position, auch nach vorne hin viel versucht. Habe ich nicht verstanden, warum man ihn, 80. war es, glaube ich, oder? Ja, warum man ihn in der 80. auswechselt und Gravenberch bringt. Dass man Gravenberch bringt, super, sehe ich voll, hätte man den Kimmich rausnehmen können. Aber es ist wie unter Nagelsmann, das ist irgendwo im Stein gemeißelt, dass ein Kimmich jede Ecke schießt und dass ein Kimmich immer 90 Minuten spielt. So langsam kriege ich das Kotzen einfach. Ich kann es mir nicht mehr angucken. Gut. Opa war immer noch leicht nervös, hat man gesehen heute. Zum Glück war Hoffenheim einfach so schwach, ja. Muss man ganz klar so sagen. Ansonsten, glaube ich, wir hätten Opa heute auch wieder einige Probleme gehabt. Hat man schon gesehen, dass er noch ziemlich unsicher war. Ich denke, er wird gegen Man City auch auflaufen und ich denke, er hat einen kleinen Knacks wegbekommen. Das wird leider wieder nicht gut gehen. Heute würde ich ihn auch bei einer schwachen 3 sehen. Ja. Pavard würde ich bei einer guten 3 sehen, hat das Tor gemacht, war auch sonst derjenige, war der unser torgefährlichster Spieler auf dem Feld, hat ja auch das zweite Tor gemacht, was leider abseits war. Klar, abseits war. Hat auch hinten mal ein Zeichen gesetzt, hat sich den Arsch aufgerissen, also würde ich, neben Cancelo war er der Einzige, der mit De Ligt zusammen die Normalform hatten. De Ligt würde ich eine 3 sehen, hat zwischendurch versucht, mal wach zu rütteln, ansonsten Spieleröffnung, es war keinerlei Bewegung da. Keinerlei Bewegung bei unserer ganzen Mannschaft. Jeder, der versucht hat, das Spiel zu eröffnen, hat einfach keine Anspielstation gehabt. Es war so wie unter Pep, wo wir in Schönheit in Ballbesitz gestorben sind heute. Ja, was willst du da machen? Ne? Kein Vorwurf. Goretzka hat mir in der ersten Halbzeit wirklich gut gefallen. Zumindestens dann, wenn er den defensiveren Part gespielt hat, was er zwischendurch getan hat. Was mich ein bisschen überrascht hat. Also die ersten 20, 25 Minuten war Kimmich der Achter und Goretzka der Sechser. Und Goretzka war da auch in den Bällen, die er da hinten festmachen musste, auf jeden Fall ansehnlicher wie ein Kimmich. Nach vorne hin war ein Goretzka ein Totalausfall, aber ja, das muss er dann auch nicht sein, wenn er da hinten einen defensiven Part spielt. Dann haben sie irgendwann wieder gewechselt, dann war es mal kurz ein Hin und Her und dann war es wieder, Goretzka war nicht mehr zu sehen. Goretzka, ja, sagen wir mal eine 3-. Wie gesagt, die ersten 20, 30 Minuten hat mir gut gefallen. Coman, Leute, leider auch sehr schwach, würde ich auch maximal eine 3- geben. An seinem Potenzial gemessen war es gar nichts eigentlich. Gnabry, habe ich schon gesagt, eine Frechheit, dass er auf dem Platz stehen durfte. Ja, er hat heute mal 3, 4, 5 Aktionen gehabt, die er sonst gar nicht gehabt hat. Wo er als Neuner war es absolut wieder erbärmlich. Ich denke, das Thema Neuner kann man abhaken. Ja, er schafft es nicht, nur einen Ball festzumachen, sich mal fallen zu lassen, den Ball mal anzunehmen, zu tropfen, also sonst kann er nicht. Da ist er bei uns kein Neuner. Gehört er auf Außen, ja, hat er dann die 3 Szenen gehabt und hat das, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Da kann man noch nicht mal sagen, fahrlässig vergeben, das war einfach so, ich habe einfach keine Lust, so kam es rüber. Ganz schwierig, hat nicht einen Pass mal zum Mitspieler gebracht, nicht einen, ich kann mich an keinen erinnern, es waren alles Fehlpässe. Note 5.
Kimmich war wieder defensiv teilweise haarsträubend. Zum Glück war Hoffenheim so schwach offensiv, ja. Ja, wo er auf der 6 war, eine Station weiter vorne, war es okay, aber auch er hatte keinerlei Ideen. War blass. Will ich heute eine Note auch 3- sehen, kannst dich in die ganze Riege da einreihen. Sané, Note 4. Sané war gar nichts heute. Sané war wieder der Sané, der auch vor den letzten 3 Spielen war, wo er eine gute Form hatte. Die Schelle hat ihn auf jeden Fall nicht gut getan, wie wir heute gesehen haben. Hat heute einfach den Gnabry gemacht. Hatte auch eine Szene, wo er einfach hätte draufnageln müssen. Ja, I don't know. Weiß ich nicht. Ganz schwach. Noch schwächer wie Coman, das heißt schon was. Müller war wieder heillos überfordert. Ja. War halt kein Spiel für Müller, wenn 2 Viererketten da hinten stehen. Wie gesagt, mache ich ihm noch nicht mal den Vorwurf. Ist dann einfach nicht sein Spiel, da ist er einfach überfordert. Was soll er da machen? Er hat nicht die technischen Fähigkeiten, da irgendwie da 1, 2, 3 Leute auszuspielen und da dann irgendeinen Raum in den Ball reinzustecken oder sowas. Das kann er nicht. Dass er keine Räume findet, wenn 2 Viererketten hinten drin stehen. Das Thema habe ich in den letzten Videos auch schon oft genug thematisiert. Brauchen wir nicht weiter besprechen. Müller Note 4. Musiala, der reinkam, hat 2 richtig schlechte Aktionen gehabt mit Ballverlusten, was ich so von ihm nicht kenne. Hat dann halt halblinks gespielt, wo er wieder völlig verschenkt war, nur damit Müller weiterhin da vorne mittig drin stehen kann und nichts auf die Kette kriegt. Musiala würde ich eine Note 3 geben, aber Auswechselspieler benoten wir nicht bei einer halben Stunde. Aber er war auffällig auf jeden Fall. Grafenberg war mega auffällig, die 80 Minuten, die 10 Minuten, die er da war, beziehungsweise Viertelstunde mit Nachspielzeit. Tell, wie gesagt, habe ich schon gesagt, war in den ersten 10 Minuten, die er auf dem Platz war, der gefährlichste Angreifer von allen, die heute auch über 90 Minuten auf dem Platz standen. Das sagt schon alles aus. Alphonso Davies, weiß ich nicht, war wieder so halb. I don't know. Weiß ich, kann ich nichts zu sagen. Ohne Scheiß, ich würde ihn eher negativer sehen als positiver. Ja. Trainer Thomas Tuchel, ja, ich bin mega enttäuscht. Denk mal, das hat man gemerkt. Ich würde ihm heute mal eine 4 geben, weil wir nicht verloren haben, war es ja ausreichend. Wir haben 1-1 gespielt. Die Wechsel in der 60. Dreifachwechsel zu machen, war völlig richtig, war eigentlich schon zu spät, meines Erachtens nach. Dass man dann allerdings Sané und Coman rausnimmt und einen Gnabry auf den Platz lässt, hat fast dazu geführt, dass ich den Kopf nehme und vor die Wand klopfe. Meinen eigenen. Ja, ich weiß es nicht. Leute, ich weiß nicht, ob nur ich das so sehe. Ja? Ich brauche da echt eure Hilfe. Ich meine, ja, Gnabry hat heute mal ein paar Szenen gehabt. Ja, keine Frage. Aber dass der Typ einfach keinerlei Form hat und irgendwie auch keine Lust, da müssen wir uns doch nicht drüber unterhalten, oder? Das haben wir doch heute gesehen. Das haben wir die letzten Spiele gesehen, die letzten Wochen gesehen. Ich weiß nicht, was die Trainer bei uns am Gnabry haben. Ohne Scheiß. Ich glaube langsam wirklich, dass der in seinem Vertrag eine Klausel drinstehen hat, dass wenn er nicht von Anfang an spielt, dass wir Strafe zahlen müssen. Ich kann es mir nicht anders erklären. Jetzt mal ohne Witz. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Ich sehe es so gar nicht. Und es kann doch nicht sein, dass nur ich das so sehe. Oder ich habe einen Gnabry-Filter in meinem Schädel oder was, der ihn 10 Stufen schlechter macht, als er wirklich ist. Also, super enttäuschend. Sané hätte ich auch ausgewechselt. Ja, war super schwach. Ich hätte einen Coman aber eher da gelassen. Ich glaube, ein Coman hätte auch einen von diesen Dingern gemacht, die der Gnabry im Nachhinein da irgendwie hingestellt gekriegt hat. Cancelo, wie gesagt, hätte ich nicht ausgewechselt, war auch da zu der Zeit noch einer der aktivsten da in der Mitte, hat das voll im Griff gehabt, hat nach vorne Akzente gesetzt. Alles das, was ein Kimmich nicht gemacht hat. Problem an den Auswechslungen oder wie ich es sehe, ist halt einfach, dass du Gnabry auf den Platz gelassen hast und dass du Müller auf den Platz gelassen hast. Ja?
Du kannst den Müller nicht nach rechts stellen, du kannst ihn nicht nach links stellen, du kannst ihn nicht vorne reinstellen, wenn du ein Tell bringst. Also musst du den Müller auswechseln. Weil auf der Position, habe ich gerade schon gesagt, in dieser Spielphase, wie es war, wie Hoffenheim gespielt hat, war es ein verschenkter Platz. Da hätten Musiala hingehört. Punkt. Na? Ja. Und es ist ja nicht so, dass wir nicht noch Leute gehabt hätten. Wir hätten auch einen Grafenberg da schon bringen können. Und so weiter und so fort. Es ist ja nicht so, dass wir keine Alternativen gehabt hätten, ja. Und ja, enttäuscht bin ich vom Tuchel, bin ich von der Mannschaft. Wie gesagt, rausnehmen würde ich Cancelo und Pavard und De Ligt. Alle anderen habe ich heute nicht gut gesehen. Auswechselspieler fand ich Taylor okay. Grafenberg fand ich okay, obwohl er wenig Zeit hatte. Musiala fand ich auch okay. Davis war ja so gemischt. Und ja, ich denke, wir müssen uns keinerlei Hoffnung machen, dass am Mittwoch irgendwas geht. Wenn Man City nur ein bisschen Normalform hat, Alter, wir können froh sein, wenn die uns nicht aus unserem eigenen Stadion schießen. Ne? Das müssen wir mal ganz klar so sagen. Also alles andere wäre mega überraschend. Würde dann vielleicht die heutige Leistung erklären. Aber mal ganz ehrlich, wo soll die Mannschaft denn jetzt Selbstvertrauen hernehmen? Wo soll sie das jetzt hernehmen, wenn sie gegen Abstiegskandidaten wie TSG Hoffenheim zu Hause es nicht schafft, mal Tore zu schießen? Und auch nicht den Willen zeigt. Ja, das ist ja das Traurige. Hätten wir jetzt, keine Ahnung, 20 hochkarätige Chancen erspielt, hätten ein schnelles Spiel gehabt, hätte ich gesagt, alles gut, kannst mal 1-1 spielen, hast Scheiße am Fuß, wir haben aktuell keine Form, alles gut, kann passieren. Aber wir haben gar nicht die Anstalten gemacht. Wir haben das 1-0 gemacht und waren super zufrieden. Ab da lief der Ball nur noch, hast Müller nur noch gesehen, ja, immer mal hinten rum, mach mal quer. Am besten stelle ich an der Eckfahne und warte 80 Minuten, bis das Spiel abgepfiffen wird. So haben wir gespielt. Wir haben nicht gespielt, um mal, ja, komm Männer, jetzt haben wir den Dosenöffner, lass uns Vollgas geben, lass uns ein zweites, drittes machen, lass uns Spaß haben. Nee, das war absolut nicht zu sehen und nicht zu spüren. Ja. Und daher, wie gesagt, man hätte schon zur Halbzeit wechseln müssen. Dass man dann zur 60. gewechselt hat, nicht erst zur 70. fand ich gut. Aber wie gesagt, dass man dann die völlig falschen Spieler auswechselt, um den anderen Spielern, weiß ich nicht weh zu tun, sonst irgendwas, habe ich nicht verstanden. Verstehe ich auch nicht, werde ich auch nicht verstehen. Und ja, wie ich schon sagte, es ist jetzt nicht so, dass Sané und Coman super stark waren, ja. Aber allein aufgrund der letzten Spiele hatten Gnabry einfach keinen Bonus mehr verdient. Und Müller, habe ich gerade schon erklärt, gegen so eine Spielweise vom Gegner kriegt ein Müller nie was auf die Kette. Und wir haben den perfekten Spieler, habe ich letztes Mal schon gegen Freiburg gesagt, wo er auch nicht dort spielen durfte. Stell ihn dahin und er wird seine Sache machen. 100%. Ja. Aber gut, es ist, wie es ist. Ich muss das nicht alles verstehen. Diese Saison muss ich nicht verstehen. Also ich habe Mittwoch keinerlei Erwartung, außer dass ich hoffe, dass wir nicht irgendwie komplett zerlegt werden. Meisterschaft, wir können mal kurz einen Blick auf die Spiele werfen, die wir noch haben. In Mainz. Ja. Zu Hause gegen Hertha. Ja. In Bremen. Zu Hause gegen Schalke. Dann gegen Leipzig. Dann in Köln. Das leichteste Spiel wird wahrscheinlich das gegen Leipzig sein. Weil Leipzig wohl sich kaum hinten reinstellen wird. Obwohl die auch defensiv spielen und auf Konter spielen können. I don't know, aber bis dahin, glaube ich, ist das Thema schon durch. Ja. Keine Ahnung. Sollten wir durch irgendein Wunder die Form finden jetzt über Nacht und dann gegen Man City durch irgendein weiteres Wunder weiterkommen, wovon ich absolut nicht ausgehe, könnte man sagen, man kriegt nochmal ein bisschen Rückenwind. Mainz hat eine starke Form. Wir haben uns immer schwer getan in Mainz. Das Spiel werden wir, so wie die Mannschaft die letzten Spiele bestritten hat, nicht gewinnen. Zu Hause gegen Hertha, ja, die werden sich mit 10 Mann hinten reinstellen und vorne einen haben, der den Ball kriegt. Haben wir die letzten Spiele gesehen, wie stark wir da sind. Freiburg heute.
Wird also sehr interessant. Bremen dasselbe Spiel. Ja, Bremen hat aber auch noch vorne einen Füllkrug, der weiß, wie man Tore schießt. Bremen wird sich auch nicht zu schade sein, zu Hause so zu spielen. Ich meine, die Teams haben doch jetzt die letzten Spiele die Blaupause gekriegt, wie man gegen uns spielt. Schalke wird dasselbe machen. Schalke ist auch in einer guten Form, reißt sich den Arsch auf, kämpft, ackert. Auch da, guckt euch die letzten Spiele an gegen solche Mannschaften. Wie gesagt, Leipzig sehe ich da noch am ehesten machbar und in Köln. Ja, Köln kann so und so laufen. Köln kann wirklich stark sein. Köln kann aber auch richtig schwach sein. Ja, also, keine Ahnung, ich weiß nicht, was mich gerade hoffen lassen soll. Ja, also ich habe heute wirklich gedacht, wir sehen heute eine Reaktion. Wir geben heute mal Vollgas, so dass man sich ein bisschen Selbstvertrauen holt und sieht, yo, man kann's noch, und man stellt die Spieler auf, die die beste Form haben oder die generell überhaupt mal eine Form haben. Nö, tun wir nicht. Ja, von daher aktuell, wie gesagt, sehe ich da echt schwarz. Ja, ist traurig. Ich bin auch kein Schwarzmaler eigentlich, ganz im Gegenteil, aber ich bin da gerade super realistisch, und was wir da gerade sehen, das große Problem, was ich auch in meinem Talk angesprochen hatte zur aktuellen Lage, das große Problem, es steht keine Mannschaft auf dem Platz. Das hat man heute gesehen. Es steht keine Mannschaft auf dem Platz. Es ist nicht so, dass der eine für den anderen läuft. Mal abgesehen von der defensiven Reihe, die will ich da mal rausnehmen. Die arbeiten schon füreinander. Alles andere hat man das Gefühl, so jeder möchte so seinen Brei machen, ja? Und hat nicht wirklich ein Interesse daran, irgendwie für den anderen mitzuarbeiten oder auch mal sich anzubieten. Der Spieler, der den Ball hat, ist die ärmste Sau. Ja? Du hast maximal einen Spieler, der dann irgendwann mal sich entschließt, ach komm, ich biete mich doch mal an. Ja? Es ist kein Spaß da in der Truppe, keine Lust, kein Engagement. Ja. Und ja, man schenkt gerade alles ab. Ja, das muss man ganz klar so sagen. Man schenkt gerade alles ab. Also ich sage voraus, dass wir die Meisterschaft nicht holen. Es sei denn, Dortmund wird weiterhin so schwächeln. Ja, dann ja. Aber vielleicht kommt Union da nochmal ins Spiel oder sonst wer. Ja, keine Ahnung. Ich sehe nicht, wie wir jetzt die Spiele gegen City oder auch nächste Woche Samstag in Mainz gewinnen sollen. Also ich sehe es nicht. Ist ja nicht nur so, dass wir nicht gut spielen, sondern es ist ja auch noch so, dass wir wirklich Pech haben. Aber da müssen wir uns jetzt gar nicht dran hochziehen. Hast du Scheiße am Fuß, ist halt so. Und ja, keine Ahnung. Es müsste schon wirklich eine starke Leistung irgendwie gegen Man City herhalten. Aber selbst dann, wir haben es ja auch unter Nagelsmann gesehen, in der Champions League reißen wir uns dann den Arsch auf und danach die Spiele in der Bundesliga schenken wir wieder ab. Schwierig, keine Ahnung. Aktuell habe ich schon gesagt, macht es keinen Spaß, die Spiele unseres Vereins zu gucken, weil man schaltet immer ein und denkt sich, ja, heute wird endlich Leistung gezeigt, die Jungs sind in der Pflicht, hin und her, und es werden mal ein paar andere Spieler auf dem Platz stehen, und nein, es stehen immer dieselben Spieler auf dem Platz, die eine Scheiße zusammenspielen, die keinen Bock haben. Und es geht kein Ruck. Kein Ruck. Es war heute wieder kein Feuerwerk. Du musst zu Hause die erste Viertelstunde gleich ein Feuerwerk abbrennen und zeigen, dass du der FC Bayern bist. Das ist nicht da. Ne? Und ich glaube auch nicht, dass das diese Saison nochmal wiederkommen wird. Wie gesagt, ich denke, man hätte das nur hingekriegt, wenn man wirklich knallhart nach Leistung aufgestellt hätte, damit die Spieler merken, jo, ich muss Leistung bringen. Aber wir haben es heute beim Sané gesehen, der war unterirdisch schlecht, ein Coman war schlecht, die alle schon besser waren, und ich finde keine Erklärung. Soll man sich jetzt als Spieler denken, ja, weißt du was, ich schone mich mal für das Spiel gegen Man City, weil da haben wir ja so super Chancen, dass wir da locker weiterkommen. Da würdest du auch nur weiterkommen, wenn du wirklich mal eine Mannschaftsleistung zeigst und jeder sich für jeden den Arsch aufreißt.
und sich auch jeder mal anbietet, wenn er keinen Ball hat. Ja? Und solche Sachen, was heute halt gar nicht der Fall war und was in den letzten Spielen nicht der Fall war. Und I don't know. Ich persönlich freue mich nicht auf Mittwoch. Ich persönlich freue mich auch nicht auf Samstag auf das Spiel. Das werden beides sehr wahrscheinlich nicht so positive Geschichten werden. Aber es ändert nichts daran. Ja? Ich bin Rot-Weißer, ich leide. Das teile ich hier mit. Und ja, es ist traurig, dass ich es wirklich mal sagen muss. Ja, dass es besser wäre, wenn wir nicht Deutscher Meister werden würden. Wünsche ich mir natürlich nicht, ja. Aber wenn man sieht, welche Leistung wir in der Rückrunde gebracht haben, Alter, wäre es echt ein Armutszeugnis, wenn wir noch Deutscher Meister werden würden. Aber wenn man heute sieht, dass Dortmund nach nur 2-0-Führung und ich glaube gegen 10 Mann, was ich gerade kurz gesehen habe, das Ganze dann nicht irgendwie nach Hause kriegt, ja, dann weiß ich auch nicht. Ja, da muss man auch kein Mitleid haben oder sowas. Aber so rein für den Verein, dass es mal richtig ballert bei uns, wäre es halt gut, wenn wir nicht Meister werden würden. Was ich mir natürlich nicht wünsche. Ich wünsche mir natürlich, dass wir Meister werden. Ne? Versteht das nicht falsch. Aber es wird wieder die ganzen Probleme kaschieren und man wird sich alles wieder schönreden. Da sind wir nämlich bei der Führung angekommen und ja, aktuell muss ich sagen, da muss einfach mal knallhart jetzt mal eine Ansage kommen. Und die muss auch mal öffentlich kommen vom Olli an alle Beteiligten, die da rumlaufen, ja. Und dass das so nicht weitergeht. Dass diese Leistungen da unterirdisch sind und guckt euch die letzten Heimspiele an, Leute, das ist ein Witz, was wir da liefern. Und da nochmal ein Riesenkompliment an die Fans, da gab es keine Pfiffe, sonst irgendwas, es wurde 110% angefeuert. Wirklich vorbildlich. Und dann ist es super schade, dass viele, viele Spieler das nicht zurückgeben. Ja. Gut. Leute, ich wünsche euch trotzdem einen wunderschönen Start in die kommende Woche. Ich hoffe, ich irre mich. Ich hoffe, wir werden die nächsten beiden Spiele positiv bestreiten. Würde mir nichts lieber wünschen, aber mein Optimismus ist da gerade echt gebremst. Rot-weiße Grüße gehen raus und wenn schon in der Mannschaft kein Mir Samir ist, dann lasst uns wenigstens hier auf dem Kanal Mir Samir sein. Und in diesem Sinne, tschüssi.